Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, es geht wieder los. Es geht wieder rein. FC Bayern Reaction zur Vorstellung von Luis Diaz. Leute, bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Gebt dem Video einen Daumen, schreibt einen Kommentar, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, und damit würde ich sagen, nicht lang geschnackt. Meine Meinung kennt ihr ja bereits zu Luis Diaz, wenn nicht. Schaut euch das Video gerne an, verlinke ich am Ende. Und wir gehen rein. Ja, oh, es geht wieder los. Richtig großer Zulauf, das ist herrlich. Ja, herzlich willkommen euch allen, Ihnen allen. Der FC servus. Bayern freut sich heute sehr, Luis Diaz als Neuverpflichtung zu begrüßen und vorstellen zu dürfen. An der Seite vom Sportvorstand Max Eberl. Herzlich willkommen. Also, Luis, bin hier Luis. in Gracias. München. Du hast mit der Mannschaft schon trainiert, die Mannschaft schon kennengelernt. Wie sind deine ersten Eindrücke? Total alles Arschlöcher. Bueno, Erstmal Hallo an alle. Ich bin sehr glücklich, Also schon mal Daumen hoch. Ja? Neue Saison, Übersetzung geht. sehr froh hier zu sein, hier in München. Ein großartiger Verein, historischer Verein, und meine ersten Eindrücke waren sehr, sehr gut. Und ja, wenig Zeit bis jetzt mit den Mitspielern und dem gesamten Verein verbracht. Aber ich bin sehr glücklich, bin sehr herzlich willkommen geheißen worden. Und natürlich freue ich mich sehr, alle weiter kennenzulernen. Bin einfach glücklich, hier in München zu sein. Das klingt sehr gut, vielen Dank. Max, wie hat sich der Transfer gestaltet? Da sind wir Auge in Auge. Und welche Ist schon sympathisch, oder? So vom ersten Eindruck her ist schon sympathisch, oder? Ich finde schon. Ich glaube, wir werden viel Spaß an ihm haben. Rolle wird Luis von Beginn an einnehmen? Was denkst du? Ja gut, erstmal auch von mir schönen guten Tag. Neue Saison geht los. Schön, euch zu sehen. Nein, Spaß. Nein, ja gut, es war natürlich so, dass mit dem nicht Ich weiß nicht, Max Ebert, seine Scherze, die verpuffen auch immer irgendwie, ne? Ist nicht das erste Mal, Kollege. Verlängerung von Thomas und mit den Gesprächen mit Leroy klar war, dass wir in der Offensive was machen wollen. Wir haben dann unseren Kader angeschaut. Wir haben geschaut, was braucht Ey, mal ernsthaft, er kann nicht schlechter sein als ein Leroy Sané, ein Serge Gnabry oder ein Kingsley Coman. Punkt. Ja? Auch, ich weiß, ich kenne die Statistiken, gehe mir nicht mit den Statistiken auf den Keks. Sorry, Leute, ja. Ich bin ein bisschen gehypt, sag ich euch ganz ehrlich. Ja, na klar, zu teuer. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Für einen 28,5-Jährigen brauchen wir nicht drüber reden, dass das zu viel Geld ist. Am Ende wahrscheinlich 75 Mille. Auf der anderen Seite, Marktwert sind 70. Das ist im Fußball so. Ja, guckt euch die Entwicklung der letzten Jahre an. Ja, so ist es einfach. Ja. Natürlich immer ein Risiko, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben schon oft genug Spieler. Guckt euch den Sadio Mané an. Ja. Seine Daten waren aber auch noch sehr gut, aber das hat in der Mannschaft nicht gepasst. Guckt euch jetzt ein Palinja an und so weiter. Es ist immer ein Risiko. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Weil so ein Anführungsstrichen gestandenen Spieler änderst du jetzt halt auch nicht mehr. Ja, bei so einem 22, 21, 23-Jährigen, der ändert sich vielleicht noch ein bisschen, der passt sich noch ein bisschen an. Wir werden es sehen. Also ich bin guter Dinge, ich freue mich auf jeden Fall auf ihn. Ja. wir, was wollen wir? Wir wollen Tempo, wir wollen 1 gegen 1, wir wollen Tore, wir wollen Assist, wir wollen Verlässlichkeit von Spielern, also viele Einsatzminuten. Ja, das, was wir nicht haben. Ja, das, was wir mit Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman die letzten Jahre nicht hatten. Verlässlichkeit. Ja. Im besten Fall. Und ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben unsere Liste abgearbeitet, haben Machbarkeit. Alter, ich weiß nicht, warum man das so kommuniziert. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, ist vielleicht auch in der heutigen Zeit so. Aber ich finde das immer schwierig so. Ja, dann haben wir unsere Liste abgearbeitet, haben wir die Machbarkeit gegeben und haben wir da gefragt und hier gefragt und da nicht gekriegt. Und warum setzt man sich, auch wenn es nicht stimmt, warum setzt man sich nicht dahin und sagt, jo, Luis Diaz war einer von was weiß ich, einer Handvoll interessanten Spielern. Wir haben uns dann relativ schnell darauf festgelegt, wir wollen ihn verpflichten und wir haben ihn dann verpflichtet. Punkt. Gecheckt, das gehört sich so. Und dann sind wir sehr, sehr schnell einvernehmlich auf Luis gekommen. Luis ist für uns alles da.
Gut, er hat ja die Kurve noch gekriegt, er hat ja in etwa das gesagt. Das, was wir brauchen, genau das, was wir angesprochen haben, an den Fähigkeiten, an den Stärken. Und dann wussten wir, dass so ein Prozess, so ein Transfer nur funktioniert, wenn alle zusammenstehen. Es war relativ schnell klar, dass Lucho zu uns kommen möchte. Es war klar, dass wir den Transfer versuchen wollten zu realisieren. Und dann haben wir hart gearbeitet. Ein Transfer zwischen Liverpool und FC Bayern, zwischen zwei so großen Clubs, ist nicht einfach. Der kann nur funktionieren, wenn alle dahinter stehen. Das waren wir bei Bayern von sportlicher Leitung. Ja, der hätte auch nur geklappt, weil Liverpool am Eskalieren ist auf dem Transfermarkt. Sonst hätte der Transfer niemals geklappt. So, wenn die nicht irgendwie, ich weiß nicht, was die dann Umbruch machen oder was. Aber ja, das ist ja krank, was die eingekauft haben. Ja, die müssen natürlich auch ein bisschen was einnehmen, weil sonst kriegst du natürlich auch Probleme mit dem Financial Fairplay, auch wenn das nicht wirklich irgendwie fruchtet in England, aber anderes Thema. Ja. Sonst wäre der Transfer wahrscheinlich auch nicht zustande gekommen. Über Führung, über Aufsichtsrat, alle wollten diesen Transfer realisieren. Und daran haben wir hartnäckig gearbeitet. Wir haben teilweise uns auch amüsiert, wer uns alles abgesagt hat, wer bei uns auf der Liste stand. Das war Ja, aber das ist doch das Problem. Ja, ich glaube das sogar, ja, dass vieles halt einfach, weil da sitzen Reporter, die gucken dann, oh ja, der FC Bayern braucht auf jeden Fall einen Außenstürmer und wen gibt's denn da alles so? Wer ist denn wo da, ne? Dass da auch einiges da dummes Zeug ist, was da reingeschrieben wird, glaube ich, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ja. Die Frage ist halt, wie geht man als Verein damit um? Und da geben wir kein gutes Bild ab. Ja, wenn dem wirklich so ist, dann muss man das mal klar kommunizieren und sagen, dass das alles Schwachsinn ist und jetzt das hier wieder in so einem Nebensatz, nachdem das Ding, der ganze Bums gelaufen ist, zu machen, das war schon bei der Trainerverpflichtung so, ja, sorry, das nimmt ihn halt keiner mehr ab. Ja, das nimmt ihn keiner mehr ab. So, dann musst du das mal machen, wenn die dummen Gerüchte aufkommen, dann musst du mal sagen, alles Schwachsinn, völliger Tullux, was da geschrieben wird. Mehr brauchst du ja auch nicht sagen. So, du musst dich ja nicht dahinstellen und dich rechtfertigen, aber diese Unruhe, die da immer reinkommt durch diese ganzen Spekulationen und bla und Sülz, ähm, ganz ehrlich, ja, ansonsten muss man da mal härtere Regeln aufziehen und dann muss man mal sagen, pass mal auf, der und der, die kommen hier einfach nicht mehr rein. Ja, schickt gerne andere Reporter von euren Dingern, die Reporter, die die ganze Zeit da irgendeinen Schwachsinn schreiben, die kommen bei der Pressekonferenz nicht mehr rein. Feierabend. teilweise sehr, sehr amüsant. Aber wir waren total fokussiert auf Luis. Und jetzt sind wir sehr, sehr froh, dass Luis hier ist. Und er wird uns sofort einen Impact geben, weil er ist 28 Jahre. Er hat geleistet auf allerhöchstem Niveau. Er weiß, wie Erfolge gehen. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass er jetzt in München ist. Dankeschön, Max. Lucho nickt. Lucho ist Ihr Nickname. Also, das scheint alles richtig korrekt gewesen zu sein. Dann kommen wir zu euren Fragen natürlich. Lucho wird Ja, der war besser wie der von Max auf jeden Fall. auf Spanisch weiterhin antworten. Wir beginnen in der zweiten. Ja, das ist ja, was ich gesagt habe, wa? Vielleicht hat man deswegen Guerrero, ersetzt man deswegen auf den Guerrero? Ich weiß es nicht. Schwierig, ne? Der Verständigungshalber. Oder ich weiß nicht, ist Portugiesisch eine Extrasprache oder sprechen die auch Spanisch oder ein Dialekt oder was weiß ich? Keine Ahnung. Was weiß ich, Leute? Zweiten Reihe, das ist Carrie Howe von Sky, bitte. Hola Luis, aquí. Bienvenido a Múnich y todo lo mejor por esta. Willkommen hier in München. Ich würde gerne wissen wollen, warum du dich für den FC Bayern entschieden hast. Und hast du mit Boah, immer diese dummen Fragen, Alter. Ja. Sorry. Rames gesprochen im Vorfeld? Also, ich habe mich für die Bayern entschieden, weil es einfach mit meinen Zielen passt. Meine Erwartungshaltung ist sehr groß. Ich wollte zu einem Verein, zu einer Ja, egal was er jetzt sagt, du kannst es ihm nicht abnehmen. Er kommt vom FC Liverpool, die souverän Meister geworden sind in der Premier League, die natürlich in der Champions League gelost haben, aber den Kader nochmal extrem verstärkt haben. Also Liverpool ist ja einer der ein, zwei, vielleicht drei Top-Mannschaften, wo du sagst, die haben die größten Chancen, die Champions League zu gewinnen. So, du gehst ja nicht von Liverpool, nachdem was die eingekauft haben, zum FC Bayern und kannst dich dann da hinsetzen und sagen, ja, ich bin jetzt hier, weil ich hier den größtmöglichen Erfolg sehe und wir hier gute Chancen haben, die Champions League zu gewinnen. Das ist ja Schwachsinn. Ja? Das kannst du sagen, wenn du von irgendeinem, was weiß ich, Club kommst, aber nicht, wenn du von Liverpool kommst, Alter. Ja? Die größten Chancen, die Champions League zu gewinnen, hätte er in Liverpool gehabt. Guckt euch an, was die gekauft haben. Also.
Mannschaft, seiner großen Mannschaft wechseln, einer ehrgeizigen Mannschaft wechseln. Der Verein hat eine unheimliche Historie im Fußball. Wir wollen alles gewinnen hier. Das sind die Ziele, die der Verein hat. Ja, aber dasselbe gilt halt für Liverpool. Ja. Er hat auch eine Riesentradition und die haben mit Sicherheit auch die Ziele, alles zu gewinnen. Also, ja, das ist, was ich meine. Ne? Wenn du von so einem Club, der nur irgendwie internationales Niveau hat, kommst, dann kannst du sowas ja alles erzählen. Aber das jetzt gerade, ja, weiß ich nicht. Machen wir uns alle nichts vor. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Er ist da, weil er beim FC Bayern das Dreifache verdient, was er in Liverpool verdient. Punkt. Ja, natürlich, die sportliche Perspektive ist gleich. Ja, auch hier gibt es die Vorgaben, am besten gewinnst du alles, ähnlich wie in Liverpool. Alles gut, alles klar. Aber was soll er jetzt auch da sagen? Ja, soll er jetzt sagen, ja Leute, ich bin jetzt hier, weil ich 28 bin und ich kann jetzt nochmal für 4 Jahre das Dreifache verdienen, wie ich vorher verdient habe. Also, ja. Und das natürlich nicht, natürlich das ohne mich sportlich zu verschlechtern. Ja. Also wenn bei uns alle fit bleiben, alle nicht verletzt sind, dann werden wir mit Sicherheit auch gewisse Chancen haben, aber auch nur gewisse. Ja. Und deswegen bin ich hier. Das ist mein Ziel, was ich habe, mit dem Verein ihnen zu helfen, so schnell wie möglich Erfolge zu bescheren. Natürlich wird es wichtig sein, vor allem in den ersten Spielen auch zu überzeugen. Und ja, die Frage zu James Rodriguez. Ich habe jetzt noch nicht so viel mit ihm gesprochen. Wir werden uns noch schreiben, um zu schauen, was er mir empfehlen kann, auch über die Stadt, über die Mannschaft, über den Verein. Aber ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu sprechen. Nächster ist Nicolas Linner in der dritten Reihe für die Bild-Zeitung, bitte. Hola Luis, por aquí. ¿Qué tal? Bienvenido a Múnich. Luis, herzlich willkommen hier in München. Ich weiß nicht, dass du weißt, dass du der drittteuerste Spieler bist beim FC Bayern München. 70 Millionen stehen da im Raum. Ich würde gerne wissen wollen, was scheint es dir? Ist es überraschend für dich oder bist du diese Summe auch wert? Also, ich bin der Spieler. Also immer diese gleichen hohlen Phrasenfragen, also jetzt mal ernsthaft. Was soll der Spieler denn jetzt sagen? So ist halt einfach gerade der Markt. Da kann er jetzt nichts für das, was der Marktwert ist und was Liverpool für ihn haben möchte. Das ist ja kein Geld, was er kriegt. Also. Der ich bin. Natürlich gebe ich mein Maximum, alles für den Verein, für den ich spiele. Und ich bin sehr im fußballerischen Sinne gewachsen. Ich kann dir nicht sagen, ob ich jetzt die 70, 75 Millionen wert bin, das, was die Vereine vereinbart haben. Aber ich bin froh, dass ich für mich entschieden habe. Ich mag diesen Verein, ich will mich hier schnellstmöglich gut einfinden, das ist das Wichtigste. Und ja, danke für die Frage. Dann auf der linken Seite Julian Wolf für die Welt. Ja, hallo Luis, auch willkommen von mir in München. Eine Frage zu deiner sportlichen Rolle, von der Position her. Du bist flexibel einsetzbar. Was hat der Club mit dir besprochen? Wo wirst du spielen? Wirst du über die Außen kommen? Wirst du in nächster Zeit vielleicht den verletzten Jamal eher im Zentrum ersetzen? Vielleicht kann Max Eberl auch noch was dazu sagen. Also wo ist deine liebste Position? Wo plant der Verein mit dir? Danke. Also, ich... Zwei Möglichkeiten, zwei Positionen. Ich kann natürlich vorne im Sturm spielen oder auch als Außenstürmer, so wie auch in Liverpool. Und mein Trainer hat mir gesagt, dass er bevorzugt mich auf der linken Seite sieht. Das ist so die Priorität, aber... Top. Top. Einfach top. Ja, wir müssen da die alten Zöpfe abschneiden. Wir gucken uns den Bums auf der linken Außenbahn lange genug an. Ja? Und wenn das jetzt ein 28,5-jähriger Spieler ist, ja, dann ist das so. Ja? Ich persönlich bin einfach froh, da endlich was anderes rumdümpeln zu sehen. Sorry. Ja? Also die Performance, ja, King hat mal wieder einen kleinen Peak gehabt und dann wieder nicht. Und Gnabry macht auch mal alle 10 Spiele ein gutes Spiel, aber ich kann es nicht mehr sehen, Leute. Diese unkonstante Scheiße einfach von denen. Ja. Ich will da endlich einen Spieler haben, wie auf der anderen Seite, wie ein Michael Olise, der ein gewisses Niveau hat und dann nochmal Peaks, aber nicht diese Downs,
die die anderen bei uns alle haben. Ne? Und das ist das richtige Zeichen, auch an Gnabry und Coman. Hier, pass mal auf, eure Spielzeit wird nicht so hoch sein in der kommenden Saison. Ich spiele auf der Position, wo sie mich hinsetzen. Ich möchte dem Team helfen und das hat Priorität. Ja, natürlich ist es immer schön, und das ist auch das Ziel, was wir haben, Spieler zu verpflichten, die flexibel einsetzbar sind, dass du nicht fokussiert bist auf eine Position, sondern dass du auch im Spiel immer wieder flexibel reagieren kannst, Möglichkeiten zu haben. Wir haben mit Lucho einen Spieler, der außen im Zentrum spielen kann, wir haben mit Michael Olise einen Spieler, der im Außen im Zentrum spielen kann. Die ganzen Transferanbahnung war ja in der Zeit gewesen, als Jamal noch gesund war. Das kam natürlich jetzt nochmal dazu. Aber auch das werden wir lösen. Dafür haben wir eben auch mit Luis, wie gesagt, einen Spieler gefunden, der es auch könnte. Geplant ist aber tatsächlich der Flügel. Die Aussage ist auch wichtig, dass man die mal klar kommuniziert. Ja, dass mal so ein Gnabry und so ein Coman Bescheid wissen. Ja. Ich meine, Gnabry poppt das eh nicht, Alter. Der ist sowieso nur noch die letzten 2 Jahre da, um die Kohle einzustreichen. Machen wir uns nichts vor. Bei dem hast du nicht ansatzweise das Gefühl, dass der den Ehrgeiz hat, ich möchte Stammspieler beim FC Bayern sein in den letzten 2 Jahren. Ja. Bei King sieht das ein bisschen anders aus. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass King sogar noch wechseln wird. Werden wir mal abwarten. Aber Gnabry, dem poppt das nicht. Dem ist das scheißegal, ob der auf der Bank sitzt, auf der Tribüne oder sonst was. Und in der dritten Reihe gibt ein Handzeichen bitte. Also zumindest hat man das Gefühl von außen, ne? Taufik Kalil für den Bayerischen Rundfunk. Hola Luis, bienvenido a Múnich. Was für ein Typ sind Sie? Jürgen Klopp hat gesagt, Sie lachen immer, Sie sind einer, der viel gute Laune verbreitet, alle mögen Sie. Auf was dürfen sich die Fans, aber auch Ihre Mitspieler freuen? Was mögen Sie? So, was für ein Typ ist Luis Diaz? Bueno, yo soy esa persona. Also ich bin genau diese Person, wie Sie gerade sagten. Ich möchte den Fußball genießen. Ich habe immer ein Lächeln auf meinen Lippen. Ich möchte jeden Augenblick genießen, die mir das Leben einfach gibt. Und das ist so meine Persönlichkeit, die ich habe. Ich versuche immer mit dieser Freude teilzunehmen in jedem Spiel, in jedem Training. Ich habe einen starken Charakter auf dem Feld und so ist meine Persönlichkeit. Also ich versuche immer, ja, ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Ist einfach wichtig, glaube ich. Und bei solch großen Vereinen auch zu sein, ist es natürlich ganz besonders und da ja, möchte ich einfach auch ja, ein freundlicher Typ sein. Nächster Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Ja, hallo in die Runde, willkommen in München. Frage geht aber an den Sportvorstand. Max, wo steht der Verein bei seinen Transferbemühungen? Wo seht ihr noch Lücken jetzt nach dem Transfer? Wie viele Lücken hat jetzt Luis durch seine Vielseitigkeit schon geschlossen? Und vielleicht hast du ein kleines Update zu Nick Woltemade und eurem Verhältnis zum VfB Stuttgart. Na, erstmal sind wir froh, dass unser Wunschtransfer geklappt hat. Das ist immer das, was du dir vorstellst, wo wir klar den Fokus drauf gesetzt haben, dass das geklappt hat. Da sind wir extrem glücklich drüber. Wie gesagt, er bietet viele Möglichkeiten. Wir haben keine leichte Transferperiode, jetzt unabhängig davon, was der Markt alles macht, sondern eben auch aufgrund der verletzten Historie, die wir leider haben, mit Jamal, mit Fonsi, mit Hiroki, haben wir Spieler, die natürlich im Laufe der Saison, in der Hinrunde, Ende der Hinrunde wieder zur Verfügung stehen werden. Du kannst aber nicht per se und möchtest auch nicht per se dein Kader aufblähen und einfach groß werden, damit du jetzt quasi die nächsten 3... Nee, das sehe ich genauso, ja. Also ich würde es jetzt auch Schwachsinn finden, zu sagen, wir verpflichten jetzt einen Zehner. So, ja. Das ist völliger Tullux. Genauso zu sagen, komm, wir verpflichten jetzt einen linken Verteidiger. Ey, nochmal, du hast mit Ito und Davis 2 linke Verteidiger, die halt gerade verletzt sind. Ja? Und du hast mit Musiala den Zehner, der wahrscheinlich immer spielt, wenn er fit ist. So, ja? Wir haben es gerade schon gehört, wir haben 2 Außenbahnspieler, die auch die 10 bekleiden können. Ja, was ist denn die logische Konsequenz? Ja, die logische Konsequenz ist halt, da musst du die Jugendspieler mitnehmen. Ja? Auf der 10er-Position, Paul Wanner kann sich jetzt zeigen, entweder packt das oder nicht in der Hinrunde. Und wenn das nicht packt, ja, dann kannst du ihn nochmal verleihen in der Rückrunde und alles ist fein. Dann ist Musiala wieder da und Tutti. Ja. Warum man dann allerdings einen Aznou komplett außen vor gelassen hat und der Junge frustriert abgedackelt ist, das ist halt dann die Frage. Ja. Weil was hast du jetzt? Ja, du hast Guerrero, dann willst du wahrscheinlich auf einen Stunny hinauslaufen, der eigentlich mal in meinen Augen fester rechter Verteidiger sein sollte und nicht immer auf der linken Seite rumeiert. Aber gut, darauf wird es dann hinauslaufen. Ja. Und das hättest du halt einfach eleganter lösen können.
Ne? Das ist. Aber jetzt deswegen den Kader aufblähen, sehe ich genauso, weil die Spieler kommen ja wieder. Ja, das wird natürlich dauern, logisch. Aber da musst du in der Zeit halt die Jugendspieler an die Hand nehmen. Ja? Und da muss der Trainer dann für sorgen. Wo ist denn das Problem? Ja? Und entweder nutzen die dann halt ihre Chance oder nicht. 3-4 Monate überstehst. Momentan sind wir sehr, sehr glücklich mit dem Kader. Wir haben unsere Arbeit erstmal getan. Wir schauen natürlich weiter, was der Markt hergibt. Transferperiode geht ja noch. Das ist der plumpeste Satz von uns Sportdirektoren in der Zeit bis zum 1. September. Also man hat noch Zeit, eben zu schauen, was passiert bei den Abgängen, was passiert eben vielleicht noch oder welche Möglichkeiten hast du noch, was zu tun, was Schlaues zu tun für die Zukunft. Nicht um Kurzfristigkeit aufzufangen, das ist die Idee, die wir haben. Und ja gut, ich glaube, zum VfB Stuttgart und Nick Woltemade ist alles gesagt. Wir haben ein Angebot abgegeben, das Angebot hat nicht gereicht, dass man an den Tisch kommt und damit ist das gerade der Stand der Dinge. In der vorletzten Reihe bitte Vincent Schirpke für Merkur und TZ. Hallo Luis, willkommen in München. Dieser Transfer hat sich ja jetzt über längere Zeit angebahnt. Wie fühlt es sich als Spieler an, wenn man sich schon mit einem Verein einig ist und noch beobachten kann, ob sich die Vereine einigen und wie schnell ging es, dass du dich für den FC Bayern entschieden hast? Und eine Frage an Max Eberl. Sportlich hieß es von vornherein, ist Luis Diaz über allen Zweifel erhaben und ein super Transfer. Es gab aber Diskussionen um die Wirtschaftlichkeit des Transfers, ob es vielleicht keinen Wiederverkaufswert in 4, 5, 6 Jahren gibt. Wie sehen Boah, Alter. Ey, das finde ich schon eine harte Frage. Das fühlt sich gerade so an, so, ja, hier, das ist die QC und ja, die haben sie jetzt gekauft für so viel Geld, ne? Aber in 4, 5 Jahren, ey, die Frage ist berechtigt, ja. Habe ich ja auch in den Raum geworfen, so. Aber die Frage zu stellen, während der Spieler daneben sitzt, ist schon hart irgendwie, ne? Aber ja, so ist das Geschäft, ne? Das ist, so ist das Geschäft leider. Das fühlt sich halt echt, fühlt sich nicht richtig an, dieser Menschenhandel, ja, sagen wir mal, wie es ist. Es wäre schön, wenn da mal ein anderes System eingeführt werden würde. Ja, aber berechtigt ist die Frage natürlich. Ja, und der Wiederverkaufswert, Leute. Ich habe es ja schon gesagt, ja, meine Meinung dazu, ich weiß nicht, welcher Art-Typ er ist. Wenn er die Art-Typ ist Lewandowski, dass er einen Körper aus Stahl hat und mit 33 noch super fit ist, ja, let's go. Ja. Dann wird er mit Sicherheit nochmal nach seinen 4 Jahren bei uns nochmal 1, 2 Jahre dranhängen. Und ja, vielleicht ist aber auch der Typ nochmal 3 Jahre jetzt auf hohem Niveau und dann nochmal ab nach Saudi-Arabien oder sonst wo und da nochmal irgendwie 20 Mille pro Jahr abgrasen und dann wirst du auch nochmal 20, 30 Mille kassieren an Ablöse. Und ansonsten wirst du nichts mehr kassieren. Dann wird er irgendwo ja, vielleicht in die Heimat gehen, aber vielleicht wieder auch mit 33 seine Karriere beenden. Das weiß man immer alles nicht. Ja. Auf der anderen Seite, wenn er das fehlende Puzzleteil ist, ja, und das für die 4 Jahre, die jetzt kommen, und er wirklich super selten verletzt ist, der super stabile Faktor ist, der einfach ein gewisses Level auf der Außenbahn bietet, was wir die letzten 4 Jahre nicht hatten, ja, dann sind selbst die 25 Millionen das wert. Das ist mein Take. Ja. Wenn er die Erwartungen erfüllen kann, alles, was ich so bisher über den Spieler mitbekommen habe, wenn er das alles ist, was ich mitbekommen habe, und er halt einfach ein gewisses Grundniveau hat und dieses hält und nicht immer dieses, ach ja, ich bin jetzt mal 10 Spiele nicht sichtbar, dann bin ich mal wieder 3 Spiele da und so weiter, ja, dann ist er selbst diese 75 Millionen, ja, für 4 Jahre wert, so, weil einfach das aktuell die Preise im Fußball sind. Ja. Und dadurch natürlich auch unsere Chancen viel, viel höher sind, mal irgendwie vielleicht doch mal wieder ins Halbfinale, ins Finale der Champions League zu kommen, etc., mal im DFB-Pokal vielleicht mal wieder über die 2., 3. Runde hinauszukommen und dadurch generierst du natürlich auch mehr Einnahmen und so weiter, ja. Also es wird einfach darauf ankommen, wie er performt die kommenden 4 Jahre oder die kommenden 3 Jahre, wenn, dann wird er ja wahrscheinlich nach 3 Jahren dann gehen, wenn man dann noch eine Ablöse generieren will. Darauf wird es ankommen, ja. Darauf wird es ankommen und dann kannst du sagen, boah, hat sich damals gelohnt, die 75 Millionen. Ja, wenn du einen Heavy Kane verkaufst in einem Jahr oder was weiß ich, kommt ja drauf an, das steht ja auch noch in den Sternen, dann wirst du auch keine 50, 60, 70 Millionen mehr bekommen. Ja, dann wirst du vielleicht auch noch deine 20, 25 kriegen, wenn du Glück hast. Ja. Obwohl, so wie der Markt gerade ist, wer weiß, vielleicht kriegst du sogar noch 40 oder 50. Von daher schwer zu sagen einfach, ne? Sie diese Gedanken?
Ja, wenn er die Gedanken gehabt hätte, der Max Eberl, dann hätten wir den Spieler nicht verpflichtet. Punkt. Also, ich bin einfach glücklich, froh, Teil hier zu sein, dieser Mannschaft, der Verein, der einfach repräsentiert, der FC Bayern München und einfach Teil dieser Familie zu sein, dieser Bayern-Familie zu sein. Ich habe schon immer davon geträumt, für die größten Vereine in der Welt zu spielen und ich erfülle mir hier einen Traum. Ich möchte einfach meinen Traum hier leben. Ich bin aber recht ruhig, auch damals gewesen. Natürlich muss man bodenständig sein, demütig sein und werde mich natürlich schnellstmöglich versuchen, an das Team zu gewöhnen, an diesen Verein zu gewöhnen. Ich möchte einfach nur spielen. Ich möchte dem Team helfen, der Mannschaft helfen, mit Vorlagen, mit Toren, mit den Charakteristiken, die ich einfach bieten kann, auch mit den Dribblings, mit der Geschwindigkeit, die ich habe. Also ich bin einfach sehr glücklich, Teil des FC Bayern zu sein. Ja, und genau solche Aussagen, wenn du solche Spieler hast, die so Lust haben, zum FC Bayern zu kommen, mit uns gemeinsam erfolgreich zu sein, sind halt in den ganzen Vertragsgesprächen auch ein wichtiger Part. Und Lucho hat mit seinem Management zusammen auch dafür gesorgt, im guten Gespräch mit Liverpool, dass wir überhaupt eine Einigung bekommen konnten. Und das ist dann ebenso, wenn du als abgebender Club merkst, da ist ein Spieler, der hat Lust auf was Neues, auf Lust auf ein neues Abenteuer, dann ist es elementar wichtig, dass so ein Transfer in der Größenordnung, wenn Laufzeiten noch da sind, überhaupt funktionieren kann. Alter des Spielers ist natürlich immer eine Diskussion, aber der Alter ist auch nur einer von, keine Ahnung, 10, 15 Punkten, die du abarbeitest in einem Transfer. Ja, gehe ich mit. Gehe ich voll mit der Aussage. Sieht ja auf dem Markt gerade, was eben für 20, 21, 22-Jährige bezahlt wird. Das ist nochmal deutlich mehr, als wir es jetzt für Lucho getan haben. Und diesem Abwägen... Das ist Schwachsinn. Sorry, das ist absoluter Schwachsinn. Ja, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, aber es gibt auch immer noch 21, 22, 23-Jährige. Du hättest für die 75 Millionen wahrscheinlich 3 Spieler holen können. Ja. Guck dir nur einen Tillmann an für 35, guck dir seinen Partner an von Eindhoven, der für 20 gewechselt ist. Dann bist du bei 55, jetzt nochmal 20 gehabt. Also 2 Spieler hättest du auf jeden Fall gekriegt. Klar haben die dann vielleicht nicht dieses Niveau, keine Ahnung, das wird man auch erst sehen, ja. Es ist natürlich was anderes, ob du einen Spieler von Eindhoven verpflichtest oder ob du einen Spieler von Liverpool verpflichtest, der in der Premier League geliefert hat. So, ja. Da hast du natürlich schon mal ein anderes Niveau. Aber natürlich hat so ein 23-Jähriger auch nochmal auf jeden Fall 1, 2 Steps im Petto, ja, die man dann halt einfach entwickeln muss als Trainer. So, das brauchst du bei so einem 28,5-Jährigen nicht mehr. Da weißt du genau, was du kriegst und gut. Ja. Aber die Aussage ist Schwachsinn. So, ja, wahrscheinlich ist die Aussage auf Bakola gemünzt oder was, wo du wahrscheinlich in die 120, 130 Mille gehen hättest müssen, damit Paris da ansatzweise irgendwie sagt, ja, können wir mal drüber nachdenken, ja. Ja, die fühle ich nicht ganz, die Aussage von ihm. Aller Prozesse hat dann für uns ganz klar die Qualität von Lucho überzeugt und haben gesagt, dieser Spieler beim FC Bayern, Sie sprachen gerade von 5, 6 Jahren, dann ist er 34, wenn er dann immer noch dieses Leistungsniveau hat, dann haben wir alles richtig gemacht. Das ist richtig, das ist ja, was sie gerade sagte. So, das weißt du halt nicht, ja. Auf der Außenbahn ist immer schwierig, gewissen Speed muss er haben. Auf der anderen Seite, ja, es gibt immer Spieler. Wie gesagt, das Alter sollte keine Rolle spielen. So, Punkt. Ja, egal ob jung oder alt, das Alter sollte keine Rolle spielen, sondern einfach die Leistung, die auf dem Platz ist. So, ja. Das ist ja, was ich sage. Und wenn Manuel Neuer gerade die Leistung zeigen kann, die er jetzt auch bei der Club-WM hatte, ja, dann kann er wegen mir auch spielen, bis er 40 ist, wenn er das hält. Ja, so. Ja, das Alter sollte wirklich keine Rolle spielen. Klar, man muss dann das Gehalt irgendwann anpassen an das Alter oder an die Leistung. Aber am Ende des Tages reden wir über Leistungssport. Punkt. Ja. Ich bin auch immer einer, der fordert so junge Spieler an die Macht und so weiter, wenn sie gute Leistung bringen. Dasselbe gilt für alte Spieler. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. So, das Alter sollte keine Rolle spielen. Ja. Wenn Harry Kane jedes Jahr seine 30 Hütten macht, wenn er noch 36 ist, ja, über was diskutieren wir dann? Ich meine, schnell ist er jetzt auch nicht, das wird er auch nicht sein, wenn er 36 ist. Ja. So, na, das muss man sehen. Das ist ja auch immer auf die Position ein bisschen bezogen. So. Also, ja, ich gehe da voll mit. So.
das kannst du, wie ich es gerade schon sagte, das können wir nach diesen 3, 4 Jahren können wir das beurteilen, ob die 75 Millionen das wert waren oder nicht. Ja. So, ganz einfach. Oder vielleicht schon nach der Hinserie oder Rückserie, wenn wir sehen, oh, das ist ein Spieler, der spielt mal ähnlich wie Michael, 20 Spiele am Stück auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja. Weil das hebt schon mal unser Spiel komplett. Aber sind wir ehrlich, guck doch mal die letzte Saison an. Wir haben eine Seite gehabt, das war die rechte Seite. Die linke Seite war eine Katastrophe. Ja. Ja. Aber es zählt heute, es zählen die nächsten Jahre. Wir wollen zusammen Genau. Titel holen. Und wenn wir Titel holen, das hat mir mal ein alter Kollege gesagt, dann sind Einkaufspreise nicht mehr ganz so relevant. Wenn er nicht funktioniert, dann kommt es auf den Tisch. Wenn Ja. aber Titel kommen, dann sind meistens Einkaufspreise nicht mehr so relevant. Ja, das ist ja, was ich gerade sage. So, solltest du mit ihm jetzt die Champions League holen und ja, dann brauchen wir nicht über 75 Millionen reden, dann lachst du über 75 Millionen. Aber dann hast du den Transfer innerhalb dieses Jahres finanziert, Alter. Ja? So, wenn du nicht wieder nur bis ins Viertelfinale kommst, sondern bis ins Finale, dann hast du schon 30 Meter mehr im Sack. Also. In der dritten Reihe dann Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Hallo Luis, willkommen in München. Eine kurze Frage an dich. Der Name. Und wenn wir es jetzt mal ganz pragmatisch sehen, wir haben 10 Millionen Dingens gekriegt, Leihgebühr, 35 Millionen Ablöse für Mathys Tel. Das heißt, du hast durch Mathys Tel 45 Millionen eingenommen. Ja, ich bin auch kein Freund davon, dass man Mathys Tel verkauft hat. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn du dann die ganzen kleinen Talente, die du weggegeben hast, dabei redest, bist du wahrscheinlich bei 50 Millionen, die du eingenommen hast. Wenn wir jetzt mal nur von den Flügelpositionen reden. So. Das heißt, du hast 25 Millionen draufgelegt und hast jetzt den Spieler da sitzen. So muss man halt auch mal rechnen. Ja? So, das ist ja jetzt nicht, dass wir 75 Millionen und wir haben keinerlei Einnahmen erzielt auf dieser Position. Ich würde das immer so ein bisschen positionenbezogen sehen. Ja, und nochmal, so sind die Preise halt, ne? Viel gerade schon. Kennst du eigentlich Nick Woltemade und würdest du dich freuen, wenn er soll er auch den noch kennen, nach München Alter? kommt? Und an Max Eberl noch eine Frage. Es gab jetzt viele Diskussionen um den Campus und die Talente, auch viel Kritik. Schafft man es trotz der Zu Recht. möglicherweise mehreren... Mikro weg, ja, jetzt wieder. Das war absichtlich. Ich werde hier Ja. abgewürgt. Frage nicht verstanden. Schafft man es trotzdem, Talente einzubauen, mehr einzubauen? Das ist ja der große Wunsch auch der Bosse und des ganzen Clubs. Danke. El nombre que me dijiste, ¿cómo? Wie war der Name, den ihr genannt haben? Por favor, repíteme, porque no. Oh, no. No conozco, bueno, conozco poco. Nein, also ich kenne ihn jetzt nicht, ich kenne wenig über ihn. Muy. Nee, das ist ja ehrlich, woher soll er ihn noch kennen, Alter? Das ist ein unbeschriebenes Blatt, das ist doch, was ich sage. Und da musst du dir mal überlegen, wir wollen da 60, 70 Millionen zahlen, Alter. Das ist eine Katastrophe. Ja? Den kennt man nicht in der Fußballwelt. Der ist auch bei keinem anderen Verein irgendwo auf dem Zettel. So, es ist doch nicht so, dass man jetzt sagt, oh ja, pass auf, der Top-Verein und der Top-Verein und der Top-Verein und der Top-Verein sind da dran. Wir müssen uns beeilen, sonst geht er dahin. Also wir werden einfach schauen, was der Verein entscheidet und schauen, was da vielleicht noch an weiteren Spielen vielleicht zum Verein kommt. Aber wir hoffen einfach das Beste. Es werden mit Sicherheit wichtige Spieler kommen, falls die sich auch dann dementsprechend sehr gut einbringen können und auch 100% geben für den Verein, so wie ich auch darüber denke. Ich möchte mich erstmal eingewöhnen, so schnell wie möglich, und bin einfach glücklich, hier zu sein. Ich muss fairerweise sagen, ich habe diese ganze Berichterstattung nicht so verfolgt, weil ich mich etwas befreit habe von euch, um einfach meinen Job zu machen. Trotzdem ist es mir natürlich nicht verborgen geblieben, dass es da... Ja, die Aussage jemand abnimmt, Leute. Bitte euch. Ein Sommerloch gefüllt werden musste, so ist meine Wahrnehmung. Man kann immer... Nee, das ist aber dann hast du die komplette verkehrte Wahrnehmung. Ja, also das hat nichts mit dem Sommerloch zu tun, das ist halt einfach ein Fakt. Ja, jetzt werden wir die Beispiele Pavlovic, Stanisic, Musiala kommen, wobei Musiala auch irgendwie nur 2 Jahre bei uns ausgebildet wurde. Der kam ja dann von Chelsea, glaube ich, oder sowas.
Fakt ist, der neue Trainer hat bisher keine Eier gehabt, nur ansatzweise mal einen jungen Spieler zu entwickeln. So, Punkt. Ja, da brauchen wir nicht weiterreden. So, und Stanisic ist nur bei uns, weil er ein starkes Jahr in Leverkusen hatte. So, ja, und man wahrscheinlich Leverkusen den Spieler auch nicht gegönnt hat. Sind wir mal ehrlich, ja. So, Punkt. Ansonsten wäre Stanisic auch nicht bei uns, weil bei uns hat er, ja, hat ein paar gute Peaks nach oben gehabt, war aber nie so stabil, wie es dann in Leverkusen war. Ja, ansonsten wäre dieser Spieler auch nicht bei uns. So. Immer das Glas halb voll und halb leer sehen, das können wir alle und wir können es alle für uns selber einschätzen. Für mich, ganz ehrlich, ist diese Diskussion nicht ganz richtig, denn FC Bayern hat mit Stanisic, Musiala und Alex Pavlovic 3 so vorhersehbar, Alter. Nicht nur Nationalspieler, sondern mehr oder weniger Stammspieler in der ersten Elf. Davon gibt es in Deutschland nicht so viele andere Vereine, von den Topclubs schon mal gar nicht, was den eigenen Campus und die eigene Nachwuchsarbeit Aha, dann guck mal nach Barcelona, Junge. betrifft. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder versucht, vor meinem Dasein und auch jetzt, Spieler über Schritte zu entwickeln. Da ist eben Adam Asnour auch zu erwähnen. Wir haben mit ihm Youth Champions League gespielt, er hat bei den Profis trainiert. Er durfte dann ein halbes Jahr La Liga spielen, um Männerfußball sich zu gewöhnen. Und jetzt, wo der nächste Schritt gekommen wäre, aus unserer Wahrnehmung, hat er halt gesagt, er möchte es nicht mehr, er möchte was anderes machen. Unser Präsident hat einen schönen Spruch, man kann keinen Hund zum Jagen tragen. Also wenn man nicht will, die Chance zu nutzen, ja gut, dann muss der Club auch Entscheidungen treffen. Und wir wollen eben auch keinen wirtschaftlichen Schaden haben. Und deswegen hat man so eine Entscheidung wie bei Adam Asnour gefällt. Ich habe es ja auch gesagt, wir sind traurig darüber, wir hätten es gerne gemacht, er wollte nicht. Und jetzt haben wir aber wieder Spieler, und das ist das Schöne bei uns. Also schiebt man jetzt den schwarzen Peter dem Jungen zu, der 19 ist, der sich entwickeln möchte, der spielen möchte, ja. Jetzt schiebt man ihn den schwarzen Peter zu und sagt, ja, er wollte ja nicht beim FC Bayern bleiben. Sorry, dieser Spieler hat verfickte 8 Minuten bei einer Club-WM bekommen. Und es hat ein Rafael Guerrero gespielt, der katastrophale Leistungen gezeigt hat. So, was ist denn dann die Aussicht für diesen Spieler? Ja, wenn der Trainer zu Adam gegangen wäre, hätte er gesagt, pass mal auf, Adam. So, der Fonsi ist noch verletzt 3 Monate. Der Ito auch. Das ist jetzt deine Chance. Du kannst dich jetzt voll auf dich, du kannst jetzt 3 Monate zeigen, du kannst den nächsten Stepper machen, ob du die Qualität hast hier für den FC Bayern oder nicht. Ja? So, die Hinrunde ist deine, let's go. So, glaubt ihr, dann hätte der Adam Asnour gesagt, ja, nee, wisst ihr was, ich habe keinen Bock, ich will jetzt hier weg. Ja, das ist doch das Problem. Das ist doch das Problem. Ja. So, du musst halt mal die Eier haben. Nochmal, ich erinnere einfach mal an Louis van Gaal. Er hat gesagt, Müller, Badstuber, das sind meine Spieler, die spielen jetzt. So, die kriegen das Vertrauen und die spielen und können sich entwickeln. So, ja. So, an diesem Punkt musst du halt irgendwann kommen. So, wenn du diesen Punkt nicht hast, und nochmal, der hat 8 Minuten bei der Club-WM bekommen. Das spricht doch nicht ansatzweise davon, dass da nur ansatzweise irgendein Vertrauen von Trainerseite da ist. Ja. So. Und jetzt den schwarzen Peter dann dem Asnour in die Schuhe zu schieben, boah, weiß ich nicht. Fühle ich persönlich jetzt nicht, aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber nehmt das Beispiel Tell. Ich denke, wir können ja viel über Mathis Tell sagen. Aber ich glaube, das war einer der wenigen Spieler, der sich mal zu 110% mit dem Verein committed hatte. Zumindest kam es so rüber. Und den hast du halt auch einfach weggeschoben. Den hast du auch einfach weggeschoben. Ja, da wurden immer Aussagen getroffen, jo, er ist unsere erste Alternative, bla Sülz, bla Sülz. Und passiert ist nie etwas. Ganz im Gegenteil. Man hat ihm immer wieder in die Fresse geschlagen, indem man ihn gar nicht aufgestellt hat, obwohl ein Harry Kane verletzt war. Oder ihn auf die verkehrte Position auf der rechten Seite gebracht hat und so eine Scheiße. Ja. Auch da, was erwartet man denn dann, wie der Spieler sich fühlt? Ja. So, also ich finde es schwierig als Verein, sorry, ich finde es schwierig, gerade so klar öffentlich den schwarzen Peter, einen 19-Jährigen, in die Schuhe zu schieben. Also das fühle ich gerade gar nicht. Ja. Man hat es ja auch letzte Saison gesehen, dass er wollte. Ja, wenn ihr euch mal die Vorbereitung anguckt, auch die Vorbereitungsspiele, wo er dann spielen durfte, das war überzeugend, der hat sich reingehauen. Ja. Und was ist dann passiert? Ja, man hat voll auf den Fonzie Davies gesetzt, der katastrophale Leistungen gebracht hat. Man hat auf den Guerrero gesetzt, der katastrophale Leistungen gebracht hat. Und ein Asnour saß nur rum. Ein halbes Jahr lang.
Der saß nur rum, der hat nicht einmal mal 10 Minuten gekriegt, geschweige mal eine halbe Stunde oder ein Spiel. Der saß einfach nur auf der Bank rum. Ja, und dann wurde er abgeschoben in der Liga, damit er spielen konnte. Er sagt, ja, den haben wir jetzt dann nach der Liga geschickt, Männerfußball zu spielen. Er hätte auch bei uns spielen können. Hätte es ihn einfach mal aufstellen müssen. Ja. Nee, aber du hast dann einen Söldner wie Alphonso Davies festgehalten. Ja, den hat der Vini dann wieder einigermaßen hingekriegt. Ja, dann hast du den Vertrag noch verlängert für horrende Summen. Sorry, was soll denn dann ein 19-Jähriger denken? Er hat die Entscheidung ja jetzt nicht getroffen nach 3 Monaten. Ja. Nochmal, der war letztes Jahr die komplette Saison, also die komplette Hinrunde da und es hat keine Sau interessiert. Und bei der Club-WM hieß es dann, ja, Club-WM werden wir nutzen, da werden wir mal ein paar junge Spieler mal ranführen und die bekommen ihre Chance und dann kriegt er 8 Minuten. Ja, sorry, Alter, sorry. Du kannst dich jetzt nicht da hinsetzen und dem Spieler den schwarzen Peter in die Schuhe schieben. Das geht nicht. Ey, da gehe ich nicht mit. Dann hättest du den Spieler einfach mal die Chancen geben sollen. Dann können wir das ja machen. Ja, dann kannst du sagen, oh, guck mal, der hat 3 Chancen gehabt, hat da absolut nicht überzeugt, lässt sich hängen, bla, Sülz. Dann hättest du ja sagen können, alles klar. Ja. Aber das gerade find ich eine schwache Ausrede. Ja. Ich hätte mir da einfach mal ein bisschen mehr klare Kante gewünscht, so von Max Eberl. Ja, und vom gesamten Verein so. Aber gut, am Ende kann man es verstehen, ja, es ist öffentlich. Wie es intern aussieht, weiß man nicht. Ja, das sind auf jeden Fall meine 2 Cents dazu. Ja, und vielleicht abschließend, selbst wenn er sich jetzt ein bisschen hängen gelassen hätte oder hat, I don't know, ja, ist es halt einfach nachvollziehbar. Eben aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Ja, so. Wenn du wirklich Bock hast, du bist ja zum FC Bayern gekommen, um noch 2 Jahre ausgebildet zu werden und so, hast ja ausgerechnet, geil, ich habe hier volle Chancen. Und nochmal, letzte Saison war es auf der linken Verteidigerposition eine Farce. Anfang der Saison, man hat ihn komplett ignoriert. Jetzt war es wieder eine Farce, weil 2 Leute langzeitverletzt sind und man hat ihn wieder ignoriert. So was erwartet man dann. So, ja. Ja, wenn ich ein junger Spieler bin, ich sehe, ey, es sind 2 Stammspieler auf meiner Position verletzt. Ich bekomme trotzdem nicht das Vertrauen, um mich mal zeigen zu dürfen über einen längeren Zeitraum. Und das 2-mal, ja, 2-mal. 2 Jahre hintereinander, ja, gut. Also dann brauchen wir nicht darüber reden, so. Dann ist doch wohl logisch, dann weiß man doch, ja, der Trainer, der gerade da ist, der setzt halt nicht auf mich, der will mich halt nicht, Punkt. Ja. Und das ist ja auch okay. So, ja. Ich meine, wir können darüber diskutieren, ich finde es jetzt nicht okay, ich hätte mir das anders gewünscht, aber wenn Kompany meint, ey, ich habe keinen Bock auf junge Spieler, ich bin nicht überzeugt von jungen Spielern, ich war jetzt nicht überzeugt von dem Spieler, dann ist das so, ja. Man weiß, was man sich für einen Trainer dann eingekauft hat, dann ist das okay, dann ist das fein. Aber dann setzt euch nicht immer öffentlich hin und labert das Gegenteil. Erzählt ein, ja, wir wollen Talente einbinden und ich weiß nicht, worauf er jetzt hinaus will, aber ja, die neuen Spieler, die jetzt dahinter sind, die wollen unbedingt. Jetzt kommt wahrscheinlich so ein Take. Ja, wir werden es sehen kommende Saison. Ja, wir werden es sehen. Wird ein Paul Wander seine Hinrunde bekommen? Auf der 10er-Position? Geht ein Michael Olisse mal nach innen? Wird ein Lennart Kahl mal seine Spiele auf der rechten Außenbahn bekommen? Wird ein Kusi Asare seine Einsätze bekommen? Auch da läuft der Vertrag aus. Ähnlich wie bei Lennart Kahl. Ja, werden wir doch sehen. Wenn das passiert, gut, dann kannst du den schwarzen Peter vielleicht einen Azno zuschieben. Aber selbst dann kannst du es nicht, meiner Meinung nach. Ja, eben aus den besagten Gründen, die ich gerade genannt habe. Am Campus, die wirklich eine richtige Perspektive haben. Das heißt noch nicht, dass sie ausreichen. Ja, die Perspektive hat ein Azno auch gehabt, oder? Um uns Titel zu bringen. Das heißt noch nicht, dass sie vielleicht Stammspieler bei unserer ersten Elf sein können. Aber es sind Spieler, die eben auch mit der Kader. Davon hat ja auch nie einer geredet. Ne? So, es hat ja nie einer davon geredet, dass man jetzt sagt, so Lennart Kahl muss jetzt Stammspieler sein. Adam Azno muss jetzt Stammspieler sein. Also Lennart Kahl mit 17, Azno mit 19. Darüber redet doch keiner. Man redet doch darüber, dass man den Jungs die Chance gibt. Ja? Die Chance. Gib ihnen doch mal die Spiele. Ja? Und dann siehst du doch, haben sie das Potenzial, machen sie den nächsten Step, sind sie schon so weit? So, aber wenn du ihnen doch gar nicht die Chance gibst, so, es geht doch nicht darum, dass man sagt, die sollen Stammspieler sein.
Wenn du einen Michael Olise auf der rechten Seite und jetzt einen Luis Diaz auf der linken Seite hast, brauchen wir nicht darüber reden, dass ein NRK Stammspieler wird. Es geht darum, ob man sieht, er hat das Potenzial. Ja. So, und wenn er dann die Leistung bringt auf dem Niveau, ja, dann ist er halt die erste Alternative. So. Und dann kann der Junge sich halt auch entwickeln. Situation, die wir gerade haben, ich habe es gesagt, mit den Verletzten, mit der Struktur, dass wir momentan nicht so viele Spiele haben, aber viele Spiele haben werden sie jetzt übers Training ihre Leistung bringen müssen, um sich dann für diese Einsätze zu bewerben. Das ist im Profifußball ganz normal, das ist Leistungsfußball, aber es ist für uns ein wichtiger Punkt. Das haben Christoph immer wieder betont, das betone ich immer wieder. Erfolge beim FC Bayern steht über allem und trotzdem wollen wir parallel es schaffen, eben junge Spieler auch zu entwickeln und dahin zu bekommen. Und jetzt haben wir, wie gesagt, 6. Ja. Und das hat man jetzt in den 1,5 Jahren, wo man oder die 2 Jahre, wo man das kommuniziert und von sich gibt, einfach nicht geschafft. So ehrlich muss man halt auch mal sein. Ne? Das hat man nicht geschafft. Punkt. Jungs, die bei der Club-WM mit dabei waren. Paul Wanner ist wieder da, der eine Riesenmöglichkeit hat, jetzt in den nächsten Wochen und hoffentlich Monaten seine Leistung zu bringen. Er hat seine Schritte in Heidenheim und Elversberg gemacht. Jetzt hat er einen großen Schritt vor sich, bei Bayern München eben in diese Mannschaft reinzusteigen, uns zu helfen, seine Leistung zu bringen. Also der Fokus von unserer Seite ist schon sehr stark auf den Campus. Die Jungs müssen es nutzen, die Jungs können Gas geben bei den Profis. Und wenn man eben auch Campusarbeit sieht, dann musst du eben auch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Also wie viele Spiele hat FC Bayern, der Campus, für den Profifußball entwickelt? Es können nicht alle für FC Bayern reichen, aber es können extrem viele für den Profifußball reichen. Und da, glaube ich, haben wir einige Ausrufezeichen gesetzt. Und ich weiß nicht, ich kenne nicht alle Statistiken, obwohl ich gerne Statistiken mache. Aber ich glaube, der FC Bayern Campus hat so viele Profifußball entwickelt wie kein anderer in Deutschland. Und das ist auch ein Ausrufezeichen. Deswegen halb leer, halb voll. Es wird halb leer. Naja, da gehe ich halt nicht mit, ne? Warum gehe ich da nicht mit? Weil am Ende des Tages ist es mir scheißegal, ob der Campus Profifußballer für Leverkusen, Heidenheim oder für sonst wen ausbildet. Ja. Der Campus sollte dafür da sein, um Fußballer für unsere Mannschaft auszubilden und nicht für andere Vereine. Ja, so, Feierabend. So, und wenn man das Argument jetzt mal ein bisschen umdreht, kann man auch sagen, ja, warum bildet der Campus denn nur Spieler aus, wo es für den FC Bayern nicht reicht? Ja? So, wir sind ja nicht der Campus der Bundesliga. Ja, natürlich ist es schön, ja, ich möchte das gar nicht schlecht reden, es ist schön, wenn dann Jungs, die vielleicht nicht die Qualität haben für den FC Bayern, dann irgendwie eine Schublade tiefer Profi werden und spielen können. Das ist ja alles gut, ja. Aber es ist halt teilweise ein Armutszeugnis, dass Spieler, die die Qualität hätten, es halt nicht packen beim FC Bayern. Daran muss man arbeiten und das muss man dann auch nicht schönreden, indem man sagt, oh ja, der spielt jetzt beim FC Everton, der Tillmann spielt jetzt bei Leverkusen, der spielt jetzt da. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn man in Leverkusen spielt, wenn man in Everton spielt, dann weiß ich nicht, ob man davon reden kann, dass man keine Qualität für den FC Bayern hat. Jetzt keine Ahnung, reden wir mal nicht von der ersten 11, reden wir mal von den ersten 15, 16 Spielern. Ne? Also, wilder Take irgendwo. Berichtet, ich sehe es halb voll. Machen wir noch ein paar weitere Fragen. Nikolaus Linder nochmal von der Bild-Zeitung, bitte. Aber wie man hört, ist ja Max Eberl damit zufrieden, ne? So wie es gerade läuft. So, das ist ja der Fakt. Und man wird sich dann wieder daran hochziehen nächstes Jahr, dass man sagt, oh, ja, guck mal, der Lennart Kahl. Guck mal, der ist bei uns im Campus groß geworden. Wir haben zwar kein Geld mit ihm verdient oder er ist nicht Teil unserer Mannschaft, aber guck mal, der ist jetzt in Stuttgart und da zieht der voll durch. Paul Wanner dasselbe, darauf wird es hinauslaufen. Kusi Asare wird auch irgendwo seine Entwicklung machen. Ja, und dann wird man sich da wieder hinsetzen und sagen, ja, aber guck mal, wie viele Profis wir entwickelt haben für andere Mannschaften in Deutschland. Ja, für den Popz, Alter. Ja, es interessiert doch, welche Spieler wir für unseren Kader entwickeln. Darauf kommt es doch an. Ja, weil du musst doch eine gute Balance haben. Ja, du kannst so einen Transfer machen, 75 Mille, fühle ich, alles gut. Ja. Aber es ist ein Trauerspiel, wenn man sagt, ey, ich muss jetzt 60, 65, 70 Millionen in die Hand nehmen, um Nick Woldemade zu verpflichten, der ein 23-jähriger deutscher Spieler ist. So. Das ist das Traurige. Das kann es nicht sein. Na? Da muss man nämlich sagen, das musst du im Campus entwickeln. So. Ja. Und ich garantiere euch, wenn da der ein oder andere Spieler mal diese Chance bekommen hätte, ich meine, man sieht den Werdegang von Malik Tillmann, den können wir mal als Beispiel nehmen, dann sieht man ja auch, wie die Entwicklung ist. Ja.
So, aber es muss doch möglich sein, diese Entwicklung auch beim FC Bayern hinzubekommen. Estos días en redes sociales ha estado dando vueltas In den sozialen Medien gab es Bilder zu sehen mit Arjen Robben, der Legende. Woher kommt dieses Foto und ja, wie kommt es zu diesem Foto? Erzähl uns ein bisschen was darüber. Also, wie jeder weiß, ist Robben eine Legende hier beim FC Bayern München. Nicht nur hier, aber auch in seiner Nationalmannschaft gewesen. Er ist einfach ein Maßstab für alle jungen Spieler, die ihn spielen sehen haben und wie er Fußball gespielt hat. Ich habe ihn in Liverpool kennengelernt, weil er da zu Besuch war, hat sich ein Spiel eingeschaut von uns. Und ja, ich habe ihn dann einfach mal nach einem Foto gefragt, habe gar nicht darüber nachgedacht. Und wir haben uns begrüßt. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, was wir geführt haben, über die Familie gefragt und ja, ihn zu begrüßen, Hallo zu sagen, war einfach eine schöne Sache für mich, ihn auch kennenzulernen. Ich habe ihn als kleiner Junge noch spielen sehen. Er ist ein großartiger Spieler mit fantastischen Qualitäten und sehr spektakulär einfach, ihn da zu sehen, ihn zu begrüßen und ja, ein paar Worte auszutauschen. Es war einfach eine große Freude, ihn kennenzulernen. Dann in der zweiten Reihe bitte Christian Kunz für die Deutsche Presseagentur. Eine Frage an Max Eberl. Sie haben eben Davis und Musiala angesprochen. Können Sie mal ein bisschen sagen, wie es denen gerade geht und wie der weitere Plan im Genesungsverlauf ist? Fonsi hat heute zum ersten Mal wieder Rasen gerochen. Also er durfte nach seinem Reha-Programm auf dem Laufband jetzt draußen seine ersten Übungen machen. Und bei Jamal ist es so, dass er noch Krücken hat, aber der Prozess ist sehr, sehr positiv. Bis jetzt gibt es keine Komplikationen bei beiden und ja, wir müssen auf Holz klopfen, dass es so bleibt. Und dann hoffen wir natürlich, dass sie Ende des Jahres wieder zur Verfügung stehen. In der letzten Reihe Philipp Schneider für die Süddeutsche Zeitung. Hallo, eine Frage an Max Eberl, bitte. Sie hatten gerade so schön gesagt, Sie hätten so ein bisschen die Berichterstattung mal weggelassen, um sich auf Ihren Job zu konzentrieren. Trotzdem hätten Sie es gelesen. Ist es vielleicht oder würde Ihnen auffallen, dass heutzutage vielleicht gar nicht mehr so sehr über die Qualität nur von Spielern gesprochen wird, die wechseln und zum FC Bayern kommen, sondern es halt auch ganz stark darum geht, was hat der gekostet und was jetzt auch irgendwie zu lesen war, wer hat sich darum gekümmert? Also wer hat diesen Transfer vorangetrieben? Wie blicken Sie auf diese Berichte? Also sollten Sie die vielleicht doch irgendwann mal lesen? Ich lese sie nicht, aber mir wird das übermittelt, wenn Dinge passieren, wo ich sage, Max, das solltest du wissen. Ich lese sie nicht, sie werden mir übermittelt. Ja, komm, ey. Es ist, warum auch immer, die Zeit geworden, dass weniger über Qualitäten der Spieler gesprochen wird, passen sie nicht, sondern mehr darum, was kostet er. Es wird immer der allerhöchste Betrag genommen, wenn dann dreimal die Champions League gewonnen wäre. Dieser Betrag wird dann quasi als Fixbetrag genommen. Das ist aber nicht nur beim FC Bayern so. Ich glaube, das ist beim ganzen Transferjournalismus so geworden, dass es nur noch darum geht, schneller, höher, weiter, der Erste zu sein. Wenn es dann nicht war, Entschuldigung, interessiert das keinen. Das, was ich jetzt sage, das wird mir in 3 Monaten wieder aufs Butterbrot geschmiert, wenn es irgendwie falsch gewesen sein sollte. Das ist, mit dem wir umgehen müssen. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen uns davon befreien, weil das hilft uns auch nicht weiter in unserem Tun. Wir wissen tatsächlich, wie die Gespräche laufen. Wir wissen tatsächlich, mit wem wir uns beschäftigt haben und nicht, was wir getan haben und wer abgesagt hat oder nicht abgesagt hat. Das wissen wir. Das andere ist für uns drumherum. Und ja, die andere Frage, ich habe immer als Spieler schon, aber auch meine jetzt doch schon fast 20 Jahre als Verantwortlicher gelernt, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Es ist auf dem Platz ein Mannschaftssport und neben dem Platz ein Mannschaftssport. Und Dinge funktionieren, wenn nur alle zusammengreifen. Also weder Lucho alleine wird ein Spiel gewinnen oder verlieren, noch ich werde alleine einen Transfer realisieren oder nicht realisieren. Das ist immer ein Werk von mehreren Menschen. Und deswegen ist das auf der einen Seite ein bisschen, finde ich, despektierlich, was dann geschrieben wird und auch nicht die Wahrheit. Und wer dann der Entscheidende war und dann die Unterschrift drunter gesetzt hat oder den Durchbruch geschafft hat, ist am langen Ende mir egal. Hauptsache Lucho ist hier. Das ist das, was über allem steht und da haben alle beim FC Bayern, und deswegen haben wir es diesmal auch rausgestrichen, weil die Berichterstattung eben so war, CC. Ich habe einiges in CC bekommen, aber darüber bin ich auch nicht böse, weil eben die anderen Kämpfe auch so intensiv sind und das ist für mich das Entscheidende. Mannschaftssport, Fußball, auf
Ja, ist halt schwer. Ist halt schwer zu vermitteln so, ne? Weil man kann sich natürlich dann die Frage stellen, warum ist ein Max Eberl Teil dieses Teams? So. Wir haben einen Sportdirektor, der so die Vorarbeit macht, würde ich behaupten. Dann hast du einen Chrissy, der die Ablösesummen verhandelt. Was macht denn Max Eberl dann? Max Eberl verhandelt dann mit dem Spieler. Also haben wir für jeden einzelnen Part einen einzelnen Dude oder was? Ja, gut. Wenn das so ist beim FC Bayern, dann ist das so. Wenn das funktioniert, dann ist das so und gut ist. Aber, ja, weiß ich nicht. Man macht sich da natürlich auch schon ein bisschen angreifbar. Und dann frage ich mich, wofür haben wir einen Sportvorstand und einen Sportdirektor? Also wenn es die Aufgabe ist, vom Sportvorstand zu sagen, ja, alles klar, ich versuche den Spieler zu überzeugen, was am Ende ja auch nicht er tut, sondern der Trainer. Ja, der Spieler spricht ja mit dem Trainer und der Trainer muss ihm ja aufzeigen, was will ich von dir, wo sehe ich dich? Also was ist dann die Aufgabe von Max Eberl? Also ich verstehe es gerade nicht ganz. Aber gut, keine Ahnung, intern wissen wir nicht, was wie abgeht und er sagt, dass man macht das im Team und alles. Dann ist das fein, dann ist das so und haben wir zu akzeptieren. Aber dass man sich dann natürlich angreifbar mitmacht, wenn der CEO eine Mail an Stuttgart schreibt, wir bieten 15 Millionen und im Sportvorstand in CC, ich meine mal ganz davon abgesehen, dass der Sportdirektor nicht im CC war, das ist schon wild, das ist schon schwierig. Ja, also. Von neben dem Platz und so leben wir beim FC Bayern das und das haben wir in dem Transfer mit Lucho großartig gemacht, übrigens auch mit ihm und seinem Management, obwohl er noch gar nicht bei uns unterschrieben hatte. Der nächste ist Carrie Howe noch mal bitte in der zweiten Reihe. Ja, ich habe auch noch mal eine kurze Nachfrage zum Thema Jugend. Sie haben gerade Paul Wanner ja auch erwähnt, dass er die Chance bekommen soll. Bedeutet das, dass er definitiv jetzt auch dann über den August hinaus bleiben wird? Und gerade ist auch zu lesen, dass Gespräche laufen mit Tottenham bezüglich Joao Palhinha. Können Sie da einen kleinen Stand uns geben? Danke. Soll ich jetzt den Standardsatz zum 1. September wieder bringen, der langweilig ist? Ja, es ist doch ganz einfach. Ja, die Frage kannst du dir halt selber beantworten. Wird man bei Voldemort nochmal all-in gehen? Wird man ihn verpflichten? Dann wird ein Paul Wanner wieder verliehen werden. Ne? Darauf wird es hinauslaufen, obwohl ich das nicht fühle. Ich denke, ein Paul Wanner könnte trotzdem da sein. Wird man ihn nicht verpflichten, wird ein Paul Wanner die Hinrunde bleiben. Darauf wird es hinauslaufen. Ja. So. Was für mich völliger Schwachsinn ist, für mich muss ein Paul Wanner so oder so bleiben, weil er muss jetzt der Zehner sein. Er muss jetzt die Hinrunde Zeit bekommen, ja, und sich zu zeigen. Ja. Entweder reicht es dann oder es reicht nicht. Punkt. Feierabend, ja. Worauf wartet man sonst? Jetzt ist die Gelegenheit, er hat seine Erfahrungen gesammelt, er hat Euroleague gespielt, bla bla bla. Jetzt ist der Zeitpunkt, es ist die Hinrunde, ja, da werden noch Fehler verziehen, alles ist gut, es ist nicht die Rückrunde, es geht nicht um die ganz großen Geschichten. Also jetzt ist der Zeitpunkt. So, jetzt ist der Zeitpunkt zu sehen, jo, der hat das Potenzial und wenn nicht, ja, dann kannst du ihn verkaufen, Alter. Punkt. Ja, da brauchst du dann auch nicht rumeiern. Ja? Dann kannst du ihn ja nochmal ausleihen, wenn man meint, und danach kannst du ihn nächstes Jahr verkaufen. Feierabend. Ja, darauf wird es hinauslaufen. So. Aber du musst ihm jetzt die Chance geben, unabhängig von einem Boldemay-Transfer. Der aber leider der Wahrheit entspricht. Also es wird noch was passieren, das kann sein, sowohl rein als auch raus. Das muss man eben absehen, was dann tatsächlich möglich ist. Bei Paul ist es eben so, dass aufgrund von der Verletzung von Jamal jetzt natürlich eine ganz andere Situation entstanden ist. Es gibt viele Interessenten für Paul Wanner, was ja schön ist, was ja zeigt, dass seine Entwicklung genau Schritt für Schritt dahin gehen soll, wo wir es gerne hätten, dass er nämlich beim FC Bayern irgendwann seine Rolle spielt. Und die Möglichkeit hat jetzt Paul. Die soll er nutzen mit allem, was dazugehört. Und Stand heute wüsste ich nicht, warum er nicht über den 1. September bei uns ist, weil er eben genau diesen Platz bei uns gerade hat, um uns zu helfen. Ja, ganz genau. An den Worten werde ich ihn messen, Alter. Ja, 100%. So, und da ist es auch scheißegal, ob ein Voldemort kommt. Ja? Punkt. Paul Wanner ist ein Zehner. Wir haben gerade keinen Zehner. Das ist unser Zehner Attacke. Ja, er hat die Erfahrung gesammelt. Also jetzt kommt es drauf an, Alter. Entweder packst du es auf dem Level oder nicht. Dann die vorletzte Frage bitte, Taufik Kali nochmal. Luis, hier nochmal. Hat
Florian Wirtz Ihnen etwas über die Bundesliga erzählt? Haben Sie sich mit Florian Wirtz unterhalten? Haben Sie ihn gefragt, wie ist das, Bundesliga? Gab es Gespräche und was wissen Sie über die Bundesliga? Also persönlich habe ich ihn ja kennengelernt. Ich weiß ungefähr, welcher Fußball hier gespielt wird. Ich habe mit Florian gesprochen ein paar Mal und er hat mir gesagt, dass die Bundesliga sehr hohe Intensität hat, vergleichbar mit der in der englischen Liga, sehr kämpferisch, physisch stark, viel der Ball zirkuliert wird, die Stadien sind immer voll, gut besucht. Also er hat mir gesagt, dass München auch eine wunderschöne Stadt ist und dass ich es genießen werde. Und er hat mir viel Glück gewünscht, dass alles gut läuft hier in der Bundesliga und ich danke ihm dafür sehr herzlich. Dann noch einmal bitte Vincent Schirpke, vorletzte Reihe. Ja. Ja, Luis, die Frage schließt ein bisschen daran an. Du kennst ja Michael Olise und Harry Kane auch noch aus deren Zeit in der Premier League. Hattest du mit ihnen vielleicht auch mal Kontakt und wie sehr freust du dich auf das Zusammenspiel in der Offensive mit ihnen? Also ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen zusammenspielen, mit denen, die Sie genannt haben, nicht nur mit den beiden, sondern mit der gesamten Mannschaft, mit allen Spielern dieses großartigen Vereins. Auch mit Harry zusammenzuspielen, natürlich mit Harry Kane. Ich habe schon mal die Möglichkeit gehabt, gegen ihn in der Premier League zu spielen. Und ich kann nicht verneinen, dass er einfach ein starker Superstürmer ist. Er hat unheimliche Qualitäten. Sehr viel Fußball, den er geben kann und er wird mir sehr helfen, mich sehr unterstützen auf dem Spielfeld dann auch und mit Olise das Gleiche. Er hat so ein bisschen ähnliche Charakteristiken wie ich, das Dribbling, gut am Ball, viele Vorlagen, viele Tore, das sind einfach Wahnsinnsnummern, die er doch abruft und auch Harry und auch die anderen. Natürlich werde ich viel von ihnen lernen, sie kennenlernen, sie werden mir gut tun und ich bin einfach glücklich, dass ich mit ihm, auch mit Manuel Neuer, mit allen anderen Spielern einfach die Kabine dann auch zu teilen und werde versuchen, wie ich schon vorher auch gesagt habe, sie einfach auch kennenzulernen, nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich sie kennenzulernen, besser kennenzulernen und werde natürlich auch besser für eine bessere Kommunikation zu sorgen und bin einfach nur glücklich und froh, mit Ihnen die Kabine zu teilen. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Max. Danke, Machen Luis. wir noch das Foto? Am Schluss noch ein schönes Bild, das wir sehr oft sehen werden, nämlich ein Foto mit dem Trikot. Mit dem super hässlichen Scheiß-Trikot. Von hinten absolut geil. Von vorne absolute Katastrophe. Geil! Gleich schon mal das Thumbnail aufnehmen, Leute. Perfekt. Ja, ihr seht's ja. Super sympathischer Dude, denke ich. Ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt, ich brauche es nicht nochmal wiederholen. Ich freue mich auf jeden Fall auf ihn. Ich bin gespannt. Ich denke, er kann diese Mannschaft bereichern. Auch die Art und Weise und ich denke, fußballerisch sowieso. Es wäre schön, wenn wir mal wieder ein bisschen Konstanz auf der linken Seite hätten. Ob er die bringt, werden wir sehen. Ja? Dann können wir es mal in der Winterpause können wir ein bisschen mehr zu sagen. Aber wir quatschen da auch Montag im Stream noch mal ein bisschen drüber. 18 Uhr live auf Twitch am 4. August. Wer Bock hat, schaut vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.